Ich habe Angst um den Inhalt des LKWs. Wenn der LKW sich verwindet und die Kraft dann auf den Splitter sich überträgt, dann könnte es kritisch werden. Im LKW befindet sich eine außergewöhnliche Ladung. 1,5 Jahre haben die Mitarbeiter der Granitwerke Kusser auf diesen Moment hingearbeitet. Sie müssen etwas hinbekommen, was so vorher noch nie gemacht wurde. Heute sollen die ersten von 32 überdimensionalen Granitsplittern an die Decke dieses unterirdischen Konzertsaals montiert werden. Ein spektakulärer Entwurf des Architekten Peter Heimal. Der Konzert- und Übungssaal ist eine Erweiterung für das Haus Marteau, die internationale Musikbegegnungsstätte des Bezirks Oberfranken in Lichtenberg, nur wenige 100 Meter entfernt von der ehemaligen innerdeutschen Grenze zu Thüringen. Der erste Transport ist gleichzeitig ein Probelauf. Haben die fragilen Splitter den langen Weg aus dem Bayerischen Wald unbeschadet überstanden? Alles heil geblieben. Splitter ist ein recht harmloser Ausdruck für diese spitzen Granitobjekte, die bis zu 12 Meter lang und 4 Tonnen schwer sind. Die Anspannung ist schon da. Wir überspielen das ein bisschen. Hilft vielleicht. Aber wir dürfen jetzt da gar nichts uns vormachen. Das ist sehr kompliziert. Schauen wir mal, wo er ist. Vorsichtig. Wir dürfen ja nichts beschädigen. Wir haben nur eine Chance. Gibt keinen Ersatz. Jeder Splitter ist ein Unikat. Geht einer kaputt, muss abgebrochen werden, da sie nur nach einer ganz bestimmten Reihenfolge eingebaut werden können. Es läuft wahrscheinlich nicht unter Kunst, aber das ist höherwertiger als manche Kunst. Weil die Teile erstens einmal zum Planen ist schon schwierig, fertigen, herstellen und montieren, das ist hohe Kunst. Vor 320 Millionen Jahren erstarrtes Magma. Granit, das zu Stein gewordene Blut der Erde. Herausgesprengt und immer weiter zerteilt, hier in Aicha im Bayerischen Wald. In den Granitwerken Kusser wird der sogenannte Tittlinger Feinkorn geschnitten, geschliffen und gefräst, bis eine 3 cm starke, spiegelglatte Platte entsteht, mit messerscharfen Kanten und keinem einzigen rechten Winkel. Über 330 verschiedene Platten, die dann zu Splittern zusammengesetzt werden müssen. Jonas Siegfried und Kathi Paukowitsch sind seit einem Dreivierteljahr ausschließlich damit beschäftigt. Jeder Splitter ist anders. Man kann jetzt nicht sagen, okay, jetzt haben wir schon 5 gemacht und jetzt kennen wir den Ablauf, sondern es ist wirklich jedes Mal alles wieder anders. Jede Platte ist anders und ja, da muss man sich jedes Mal wieder neu reindenken und genau, ja, das ist dann ein bisschen so die Schwierigkeit, aber dann macht es ja auch wieder spannend. Die Kunst? Die Splitter müssen aussehen wie aus einem Guss. Und du musst halt viele Faktoren ausgleichen. Wenn eine Platte zum Beispiel nicht 100 Pro ist, das ist schon, da kommt viel zusammen. Und am Schluss kann es auch passieren, dass gar nichts passt. Das kommt auch vor. Da haben wir dann geflucht, ja. Manchmal sind da so ein bisschen schwer zugängliche Stellen und da muss man teilweise auch Platten blind dran machen, ja. Genau. Und Geduld muss man haben und starke Nerven. Das ist aber schon eine coole Sache. Man muss ja auch mal ein bisschen was wagen, was Neues. Für jeden einzelnen Splitter wurde ein passgenaues Stahlkorsett gebaut, damit jeder den Transport sicher übersteht. Granit ist super, wenn er massiv ist. Aber das ist eigentlich so, in der Stärke ist der Granit wie ein Blatt Papier. Und vor allem in der Dimension. Und dann passiert es. Ein kleines Schlenkern und schon ist eine Ecke weg. Okay, wie schnell das geht, ja. Okay, gut. Aber der wird dann wieder angeklebt, oder? Der wird wahrscheinlich wieder angeklebt. Dann gleich der nächste heikle Moment.
Die Splitter müssen um 180 Grad in die Einbaulage gedreht werden. Beim Anheben kann er seitlich wegrutschen, beim Drehen kann er doch in ein Kippen kommen und also Ecke ist gleich weg. Das Problem? Die unförmigen Splitter haben willkürliche Schwerpunkte. Und ruckartige Bewegungen mag der Granit gar nicht. Alle müssen extrem behutsam vorgehen, sonst könnten die Platten reißen. Geht doch. Haben wir gerade zwei von denen, gell? Nun muss der erste Splitter nur noch in Position gebracht und nach oben gezogen werden. Nur noch. 3 eigens konstruierte Kettenzüge sollen ihn durch die Löcher in der Decke hochziehen. Diese Töne entstammen der Geige von Henri Marteau. Der weltberühmte Geigenvirtuose baute 1912 für sich und seine Familie diese Jugendstilvilla in Lichtenberg. Zuerst war sie Sommerresidenz, dann wohnte er dauerhaft hier, bis zu seinem Tod 1934. Seit 1982 betreibt der Bezirk Oberfranken das Haus Marteau als Musikbegegnungsstätte. Bezirksheimatpfleger Günter Dippold ist stolz darauf, dass hier internationale Stars der klassischen Musik in Meisterkursen die Virtuosen von morgen ausbilden, wie es schon Henri Marteau getan hat. Wir holen die Besten aus aller Welt zu uns und machen die hier noch ein kleines Stückchen besser. Die ungewöhnliche Klientel, die besondere Klientel, die wir hier haben, die verdient auch ein besonderes Ambiente. Denen können wir nicht eine 0815 Schuhschachtel hinstellen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass für hochstehende kulturelle Einrichtungen und Vorhaben nicht nur in den Zentren Geld da ist, sondern auch einmal im ländlichen Raum so etwas gewagt wird. Endlich ist der erste Splitter auf dem Weg nach oben. Dann kommt die nächste Herausforderung. Der Splitter muss an der Decke exakt so ausgerichtet werden, wie es der Architekt vorgegeben hat. Dafür muss jede der 3 Ecken einen bestimmten Abstand zur Decke haben. Eine der Ecken hängt lose. Trotz zuvor exakt berechnetem Schwerpunkt sind nur 2 Stangen auf Zug. Jetzt haben sie ein ernstes Problem. Zwar hängt der Splitter auch so sicher an der Decke, aber für die richtige Ausrichtung müssen Simon Oeller und Sepp Bauer schnell eine Lösung finden. Es ist Abend und die nächsten Splitter sind schon unterwegs. Am nächsten Morgen. Der erste Splitter ist wieder am Boden und der zweite, einer der größten, wartet schon. Wir haben eine Lösung. Für jeden Augenblick trifft das Teil ein und dann können wir mit dem weitermachen. Um 8 war eigentlich mein Ziel, jetzt ist es Viertel nach. Forderung ist 26, 26. oder? Alles klar, perfekt. Dann haben wir das Problem gelöst. Über Nacht haben sie jemanden gefunden, der ihnen eine Sonderanfertigung gemacht hat. Eine riesige Beilagscheibe, mit der der Splitter im richtigen Abstand fixiert werden kann. Die Zeit drängt, aber hetzen wäre lebensgefährlich. Während draußen der nächste 4 Tonnen schwere Splitter in Position gedreht wird, ein Balanceakt mit 2 Kränen, soll innen endlich der erste Splitter fixiert werden. Wie schaut's aus und? Endlich. Der erste Splitter sitzt. Okay, 1, 2, 3. Die Erfahrungen mit dem ersten Splitter
helfen beim nächsten nur begrenzt. Größe und Gewicht machen das Bewegen deutlich schwerer und gefährlicher. Dazu kommt bei diesem Koloss auch noch, dass er kein reiner Decken-, sondern ein Ecksplitter ist, der nicht nur passgenau an die Decke muss, sondern gleichzeitig auch an der Wand anliegen soll. Dieser Mann hat sich das Ganze ausgedacht. Der preisgekrönte Architekt Peter Heimal. Ja, bis jetzt bin ich ganz beeindruckt. Das Ziel ist eben, dass der Granit, der eigentlich immer eher schwer und vielleicht sogar dumpf und brutal wirkt, dass der eben so scharfkantig und so schnell eingebaut ist, also quasi in der Form des Gegenteils wie das Material. Und für die Akustik ist Granit sehr gut. Du hast jetzt was eingestellt? Eins? Nur eins. Okay, gut. Andreas, dann müssen wir schauen, was er macht. Ob die dran bleibt. Bei diesem Entwurf geht es eigentlich darum, dass man ihn körperlich spürt. Also dass sozusagen das Material und die Form ein Raumgefühl erzeugen, das das Geschehen auf der Bühne verstärkt, ohne dass man abgelenkt wird davon. Jede einzelne Form dient ja dazu, die Akustik zu verbessern, also den Schall richtig zu lenken, richtig zu streuen. Es ist kein reiner Konzertsaal, es ist eher ein Übungssaal. Und deswegen haben wir ja auch die Situation, dass die Zuschauer sich gegenüber sitzen. Und die Idee ist tatsächlich, als würden zwei Explosionen aufeinander zurasen und in der Mitte zerspringen. Das entspricht eigentlich auch genau dem, wie der Schall verlaufen muss. Langsam, weil es brennt, heißt es bei uns. Langsam, weil es brennt. Schauen Sie an die Ecke da hinten. Ja, ja, das ist echt ein Krimi. Schaut nicht schlecht aus. Okay. Haben wir Glück gehabt. Also auf 5 cm haben wir es einkalkuliert und bei 4, glaube ich, sind wir rausgekommen. Das sind wir doch auch erleichtert. Also, wenn da so ein großer oben gesetzt ist, das beruhigt schon. Also, das System funktioniert. Sind es nur noch 30 Stück. Aber das schaffen wir auch. 8 Wochen später. Alle Splitter hängen. Tobias Dolecek und Kathi Paukovic kommen für die letzten Feinarbeiten. Hallo! Endlich da! Schon ganz aufgeregt. Wirklich? Ja, ich will es sehen. Ich habe das noch gar nicht gesehen. Wir haben die ganze Zeit die Splitter zusammengebaut und bin jetzt schon ein bisschen aufgeregt. Cool. Schon abgefahren, oder? Hallo. Wow, ne? Ich finde es sauerhaft sowas. Wow. Ja. Das ist irgendwie total interessant und man weiß gar nicht, wo man als erstes hingucken soll. Dass das so wirklich so so explosionsmäßig in alle Richtungen geht. Irre, das schaut auch so leicht aus, ne? Oder? Hallo, hallo. Uhu. Hallo, hallo. Die Akustik finde ich ganz toll. Ja. Man hört alles so klar, ne? Man ist auch laut, ohne dass man laut reden muss.
haben wir schon stolz auf uns. Schon jetzt, noch vor seiner Fertigstellung, ist der Saal eine handwerkliche Meisterleistung. Architektur, die einen in den Bann zieht, sich einprägt und dem Ort eine unverwechselbare Identität gibt. Eine internationale Bühne mitten auf dem Land in Oberfranken, in Deutschlands Mitte, mitten in Europa.